Merci, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wenn ihr nicht ganz einfach wollt ausdrücken, kennt ihr die Veränderungen, die am Budget für 2014 beim Tubak 4 gesehen so fünft für unser Budget. Wenn ihr sich da so von einer neuen an aller Regierung zum Thema Tubak guckt, muss ihr einem aber bald eine Zucht von Hypokrisie auffallen. Auf der einen Seite wird gesagt, es müsste Männer gefilmt gehen, auf der anderen Seite könnte man aber nicht auf die Rezetten aus dem Tubaksverkauf verzichten. Am Gegenteil, es sollen noch mehr Rezetten aus dem Verkauf von Zigaretten und anderen Tubaksprodukten generiert gehen. Gleichzeitig sollen aber auch weiterhin Suen an Prävention investiert gehen. Das ist auf den nächsten Blick gut, wenn ihr seht, es kommt mehr so ein Rahmen, dann investieren wir mehr an Prävention. Weil immerhin bis zu 90% von allen Lungenkrebserkrankungen sollen auf die Firmen zurückzuführen sein. Aber auch Herz-Kreislauf-Krankheiten und noch andere chronische Krankheiten sind meist langfristig Konsequenzen. Und da kommen wir auf das zurück, was wir heute schon einmal gesagt haben. Zusammen mit einer mangelnden Bewegung und einer ungesunden Ernährung ist die Firmen damit der größte Risikofaktor für chronische Krankheiten und einen vorzeitigen Tod. Dafür ist es passend, dass wir die zwei Diskussionen heute zusammenführen, sowohl die über die Obesität wie auch die über die Firmen. Da werden regelmäßig große Kampagnen gemacht. Also, ich meine, große Kampagnen gegen den Tubakskonsum. Die Leute sollen dazu ermuntert gehen, für Männer zu Firmen respektive ganz dummer abzuhalten. Und das ist auch nicht mehr richtig so. Prävention ist beim Tubak extrem wichtig. Und all das Hand, die wir gerade bei den Jungen an Prävention investieren, ist gut investiert. Dafür fordern wir Piraten die neue Regierung auch ab, für noch mehr an puncto Prävention zu machen, gerade bei den Jungen, und stecken dafür allem und die neu produzieren. Und sie freut, dass ich heute just vor der Sitzung eine Antwort auf meine Question parlamentär kriege, wo ich gefragt habe, ob dann etwas geplant soll sein. Bon, tut mich aber ein bisschen auf meinem Hunger sitzen gelassen, für einen, weil sie mit der Stunde kommen. Dafür habe ich eine Motion mitgebracht, wo wir in einem fordern den Verkauf von Nikotin produzieren, wie zum Beispiel Nikotinsäckelscher und Mannerjährischer zu verbieten, und mehr strenge Kontrollen in Zukunft umzusetzen. Merci, Herr Clement. Neben der Prävention sieht aber dann der Finanzminister auf der anderen Seite Lützeburg kennt, dass sein Budget nicht auf die Rezetten aus dem Verkauf von Zigaretten und Tubaksprodukten verzichtet. Der Finanzminister, den sein früheres Leben als Deputierter nach 2022 angeprangert hat, dass der Unterschied für ein Pack Zigaretten von Lützeburg par rapport zu unseren Nachbarländern an den letzten 12 Jahren explodiert sind. Ich zitiere ihn. Ich verstehe nicht, dass ein Differential immer mehr groß geht, wenn es um die Gesundheit der Leute geht. So den CSV-Deputierten damals. Du hättest dann noch nachgeheischt, Zitat, wir als CSV sind uns bewusst, dass den abrupt weder auf die Rezette vom Sprit noch auf die Rezette vom Tubak kann verzichten. Zwei Seelen wohnen, ach, in meiner Brust. Kennt ihr mal so? Das ist auch ein Zitat, für direkt gesagt, so nicht, dass ihr seht, ich hätte plagiiert. Weil der Deputierte Roth, dem uns richtig gesagt hat, hat ein Direktor vom Register, nämlich für Schmuggler an Geldwäscher gewarnt. All die Bedenken schenken aber ob einmal als Finanzminister Roth wie fortgeblasen. Und auch bei der LASAP geht den Elo an die entgegengesetzte Richtung. Heute an der Regierung am Amt als Gesundheitsminister nachgeheischt, wir erhöhen Preise nicht. So wird am Januar ein Coupé gestaltet, ob die Regierung dann Elo will, es hat Preise zu erhöhen. Weil ich zitiere, Zitat, der Preis die beste Waffe gegen Firmen ist. Wenn Deputiert Roth sagt, Preisunterschiede sind an den letzten 12 Jahren explodiert und dementsprechend hat ihn als LASAP 10 Jahre Zeit für etwas zu ändern, wenn er gewollt hat. Aber natürlich wird ihn das nur 2 Monate in der Opposition schon handelt sich gelöst. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, mir Piraten die weiter hier. Ja, billig wie Zigaretten in einer LASAP-Regierung. Genau, Herr Di Bartolomeo. Genau, so billig also. Wir Piraten stehen weiterhin für die freie Schwab für die Erwurzeln. Jeder soll eine informierte Decision können holen. Wir stehen auch für den Schutz von unserer Jugend. Mit das an die letzte Regierung sie sich nicht eins an den 2 Säulen, die an ihrer Brust wohnen. Und dafür gibt es keine Verschärfung, keine drastische Preiserhöhung. Nein, wir wollen aber gerne Geld von den Leuten für das Budget irgendwie zu steipen. Das soll nicht schwer sein.